Geiers als traditionell Pressekonferenz iwwer Journée parlamentär, die man dat den 19. September also samste fir RT aufgehalen hun der Christoph Mo beweis iwwer den ganzen Dach. Weiser se Journée parlamentär wie groß organisiert, dat das net deputierte Mattierem Personal, et sind sämtliche Strukturen aus der Partei sind Präsenz, Bezirke, Frauen, Jugend, Organisationen an einer Partei, an der Versicherung zur Summe Fraktion a Partei die Hauptpunkte festzulegen, die als Lobe der politische Rentrée wichtig erscheinen. Dürfen also haut auf der Pressekonferenz also Nationalpräsident, Parteipräsident Jean Schoß und Generalsekretär den Alex Penning he dabei, weil alles das, was wir haut mitdelen, was zwar prioritär von den 3 Deputierten haut gemäht geht, als aber von der ganzen Partei diskutiert. Die hatten wie gesagt die ganzen Tage, hatten dann noch eine große Tagesordnung, wo wir haut nicht können alles vierbringen, weil das, wisst ihr, als Journalist kann ich kein 10 Sujets auf einer Pressekonferenz behandeln. Wir hatten nächste Woche schon eine Pressekonferenz über den Tierenschutz, wo man auf der Journée parlamentär sowohl was Verfassungen Text proposiert hat, genau wie man einen Gesetzestext gemäht hat für den Code Zivil, am als Position definiert, was man gerne an dem neuen Tierschutzgesetz verankert hat. Wir haben schon dafür wäscht, wir haben dann noch dezidiert, eine Interpellation anzufragen über die Faillite. Wir hatten für Jahre schon länger gefragt, aber wir stellen fest, dass hier noch nicht viel geschieht, sondern dafür friert als ein Deputierter Roy Reding eine Interpellation und über die Failliten-Problematik zu Lützeburg. Wir haben dann auch über die Steuerreform geschwärzt, wo man dezidiert hat, dass wir intern eine Gruppe de Travail ersetzen, die eine Position ausschafft, und dass man dann am Oktober, spätestens am November, Rückmeldung geben, einen halben oder einen ganzen Tag zur Summe kommen, wo wir dann nehmen, über die Steuern schwätzen, und wo wir dann auch da als Propositionen werden definieren. Was wichtig für uns ist, dass das, wenn ihr über Steuern wollt diskutieren, dass ihr verteidigt mal die nächste Stunde und wir haben vom Minister als Parteien schon am Frühjahr eine Dokumentation geht, wo alle Steuern, die der Staat dran ventiliert gehen, die also man blickt noch nicht publik bis am Conseil économique et social fertig behandelt ist, aber das ist eine ganz gute Dokumentation. Aber wir hätten auch gerne, dass wir eine selbige Dokumentation kriegen über sämtliche Abattement. Das fehlt dran. Aber wir sind der Meinung, dass das einfach auch ein Sujet ist an der Steuerreform. Aber wenn wir dann auch nach das Dokument kriegen, dann haben wir wirklich alles zusammen, was ihr braucht, für eine Steuerreform ordentlich darüber zu diskutieren. Wichtig ist aber auch für uns, dass ihr über eine Steuerreform diskutiert, 2 Punkte analysieren, an den einen kommt nicht nur darauf zu schwätzen, das ist die Zukunft vom Land. Und der zweite ist, dass den definiert, was den finanziellen Spielraum von einer Steuerreform ist. Lo ist momentan so eine Braderie am Gangen, will den anderen übertrumpen, geht gar nicht geguckt, was das kostet. Und ich meine, Politik, wenn sich viel zu rühren, dann muss vertieft so, wir machen eine Steuerreform, und die kann so viel kosten, und da geht Diskussion um, wie das Geld von dem Mengt hat in zur Verfügung, wie jeder dann so sieht, wie Mengt, dass das Geld am besten angewandt gibt. Das sind für uns Voraussetzungen, weil das gibt eine Braderie, wo den sieht, man hat 15% für verschiedene Säulen generell steuerlich, und den anderen hat gerne das, den anderen hat gerne das. Wir müssen mal vertieft wissen, wer den finanziell ist. Und da muss ich noch daran erinnern, den Eugen Berger hat auf ihrer Pressekonferenz gesagt, DP, wie bekannt als die Partei von den Steuererleichterungen, wir wollen daran erinnern, dass das Regierung bis zu einer Steuererhöhung gemacht hat. Diverse Heischgehen, Krisensteuer ist angefordert gehen, an Silo 3 Jahren als Steuertabelle
net und die Inflation ugepasst gin der Tisch behun an dieser Legislaturperiode verlo de Budget vom nächsten Jahr gestimmt für Steuererhebungen erlebt, da kann also net so und für eine Partei von den Steuerlichtungen mit dem bislo mal Partei von den Steuererhebungen an wenn leider vielleicht die Kleinsteckelchen zurückgeht, da muss man gucken wie no ënner dem Strich rausgeht. Wie gesagt, wir haben eine Gruppe gesagt, am wir werden dann im Oktober, November werden wir dann eine Tagung machen, wo wir nimmer darüber geschwärzt haben. Wir haben auch über die Verfassungsreform geschwärzt, als Position fest wird, darüber werden Roy Reding schwätzen, muss selbstverständlich auch über die Asylpolitik geschwärzt, da wirst du, dass wir dafür 14 Tage eine Pressekonferenz hatten, mit dem Sujet als immer aktuell, sodass wir auch darüber schwätzen, der Ferner Karteiser wird die letzten Überlegungen da bringen. Und dann haben wir über E-Punkt geschwärzt, das als Zukunft Lützeburg, das war von den Hauptpunkt, den wir hatten, im Fall zeitlich gesehen, den meisten größten Teil von der Pressekonferenz weggeholt. Wir haben dazu, für Zukunft Lützeburg schon mehr an der Chambre eine Interpellation am freie Uge frot die Wertlo am 1. Oktober oder November kommen. Wie wat man dat gemet ma, wenn man einfach der Meinung sind, dass man es muss Gedanken machen, wie die Entwicklung von dem Land mittel langfristig als nicht nehmen, kurzfristig dat gucken. Als Kränkkollegen und ihre Zeit von uns an der Opposition waren immer vom Zukunftstisch geschwärzt, was die mir als eine gute Idee fand und dann auch immer unterstützt, dass er kein Zukunftstisch kommt. An einem Blick schenkt er drin, mit den Geringen an der Regierung, wie das den absoluten strammen Wurstum, das einzig Lösung vom Problem wird. Gambia, die setzt drin auf maximalen Wurstum, aber wir sind aber der Meinung, dass wir es müssen vorstellen, ob das die Lösung ist. Ich will nicht so viel daran angehen, weil wir ja, wie gesagt, eine Interpellation und ich will just so, wie viel Wert wir die Interpellation machen. Aber wenn eine Interpellation an dem dort Sujet möchte, haben wir mal verteilt, sind wir hingegangen, und wir haben eine relativ große Dokumentation zusammen geschafft mit Grafiken, für die, weil die hat ja so als Sekretariat zu kriegen, für 60 Slides, wo wir am Anfang geguckt haben, wo den heigen Wurstum, die wir über Jahrzehnte haben, wo den als am Land hingefordert wird. An allen Punkten. Das hängt davon auf, von den über Staatsfinanzen, was hat das für Konsequenzen um Staatsfinanzen, tatsächlich Konsequenzen, dass man Überschuss hatte, dass man Reserven durchgelöst und heute stellen wir aber fest, und das ist schon heigen Wurstum, dass man kein Überschuss mehr haben, mit Defizite, dass man keine Reserve mehr haben, mit dass man Schulden müssen machen. Ob schon mal all Jahr 10.000 neue Arbeitsplätze in Lützeburg geschafft und aus der Schulmarsch einfach den nächsten Jahr permanent an Blut kann. Und trotzdem so viel Reichtum am Land geschafft und als 12 von denen Leuten unter der Armutsgrenze auch permanent geworden. Der Wohnungsbau kriegen wir Jahrzehnte nicht mehr an den Griff. Stauen auf den Straßen, die gehen von Tag zu Tag mehr groß. Das Niveau an der Schule ist noch permanent. Aber wir bringen es nicht fertig, die Großentwicklung von der Population, die größten durch eine Immigration stattfindet, das Leid auch richtig an als Gesellschaft zu integrieren. Der Landverbrauch, den wir alltag mehr verbrauchen hier im Land, den öffentlichen Transport, den nach immer nicht der größten Aufwürste von der Population an, von den Arbeitskräften, die Frontalien hier im Land gerecht wird. Und Sozialversicherungssysteme, die in der Grenze stehen, für alle Pensionskäse. Und auch da so, die Leute, die am Anfang so, wir brauchen die starke Wurst, langfristige Pensionen, das ist der größte Fehler, den man kann machen kann. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Wir brauchen 4% Wurst, Winsteisen, Pensionen. Das gibt das Pensionssystem an den Chaos feiern. Ich gebe nicht ganz einfach ein Beispiel. Für das den Juden kann nicht verstehen, für eine Pension brauchen 3 Aktive. 3 Aktive muss ich schaffen, für das wir in diesem System können Pensionär finanzieren. Das ist ganz klar. Wir haben einen Blick 120.000 Pensionären, da brauchen wir 360.000 Aktive, wir haben etwas über 500.000 Aktive, also machen wir mal einen Blick nach all Jahren einen Überschuss, wir kriegen mehr Suchen ran,
wie man da rausgehen, und dafür konnten wir Reserven nun legen, die am Blick bei 15 Milliarden leihen. Mit denen da, wo wir 150.000 an der Pensionen, brauchen wir 450.000 Aktive. Wenn wir 200.000 Stück an der Pensionen, dann brauchen wir 600.000 Aktive. Aber wenn wir 300.000 Stück an der Pensionen, dann haben wir 900.000 Aktive. Und so kann ich führen. Das heißt, beim starken Wurstem, wann in die Kind realisieren, das ist schon eine andere Frage, da gebe ich in dem Moment das Problem lesen, mit gebe ich, was in Zukunft kommt, das Problem so groß machen, dass ich weiß, dass das irgendwann ein gibt, unsere natürlich Grenzen stoßen, weil wir sind nicht die, die längst dezidieren, wie die Wirtschaftswachstum ist, einerseits, wir können den beschränkt beeinflussen, und auf der anderen Seite wissen wir auch, wo wir die Arbeitskräfte dann alle hier holen, für dann auch die Plätze zu besetzen, sodass man so für zu so 4% Wachstum winste Pensionen als die größten Denkfehler, den ich kann machen. Wir haben also einerseits eine Analyse gemacht von der aktuellen Situation, und wir haben auch geguckt, wann Perspektiven, wo es Gefisch steuern, und da wissen wir, dass der Conseil National des Finances und die Europäische Kommission Perspektive gemacht haben, wo sie so, wenn wir an dem Rhythmus weiterfahren, da sind wir im Jahr 2060 sind wir bei 1,2 Millionen Einwohner, aber 700.000 Arbeitsplätze. Wir haben also eine Situation, wo wir wissen, was die letzten 20, 30 Jahre braucht und wo wir heute stehen. Wir haben eine Perspektive, wenn wir so weiterfahren. Und da muss man sich die Frage stellen, ist die stramme Wachstum die Lösung vom Problem oder ist es das Problem? Wollen wir, dass das Land sich so entwickelt? Und auf die Frage muss die Gesellschaft und Politik eine Antwort geben. Und für das eine Antwort darüber kann gehen, muss ich, wie gesagt, verdicht die Analyse und die Perspektive machen. Die zwei Etappen schenken eins an dieser Phase, die wichtigste sind, den Leuten mal eine Analyse zu präsentieren, eine Perspektive zu präsentieren, weil wenn Leute an Politik das da weiß, da könnt natürlich die Frage, fuhr man so führen oder fuhr man nicht so führen. Wir sagen als ADR, das tut sicher, dass wir nicht können so viel fuhren, wir kommen nicht erlernst, aber wir sagen dafür als ADR, wir brauchen in Zukunft einen qualitativen, hochwertigen, kontrollierten und nachhaltigen Wachstum für Lützeburg. Das ist ein anderer Wieder, dass nämlich alle Betriebe, man muss auf Lützeburg abholen, dass man muss gucken, was man einen Betrieb hier im Land implantieren, was braucht den Betrieb vom Staat und Unterstützung und Subventionen und Infrastrukturen und Landfläche, aber was bringt der Betrieb über Arbeitsplätze und über Steuern dem Land inklusiv mit den Konsequenzen auf den Logement, auf den Straßenverkehr oder auf den öffentlichen Transport, alles das. Und da muss in eine Richtung machen, so in den Betrieb, du, als für das Land rentabel oder als nicht für das Land rentabel, und da soll ihnen nicht tun. Wir müssen auch an unserem Pensionssystem umdenken, dass wir wer sichern, dass das Pensionssystem funktioniert, ohne dass man einen strammen Wachstum haben. Und so gibt es viele Sachen, und dafür sagen wir auch, dass die Diskussion hier über die Zukunft von Lützeburg muss gefordert gehen für eine Steuerreform. Weil eine Steuer, als wir als Deutsch frieden, so ein Wirtschaftslenkungsgesetz, aber wenn ihr wollt, die Wirtschaft lenken an der Vue von einer Zukunft von Lützeburg, dann muss ihr das eventuell dann auch können bei den Steuern an die Richtung guidieren, was will der mehr, was will der Mann, dass in der Steuerpolitik auch darüber aussieht. Es schenkt auf jeden Fall ganz wichtig, dass man die Diskussion feiern, bevor man die Interpellation angefragt. Wir haben uns aber Journée parlamentär gefragt, und wir sind froh, für wenn die am Hirschland der Chambre können, und hoffen, dass das einen Impuls gibt, für das wir politisch, aber nicht mehr politisch, mehr auch an der Gesellschaft, als Gedanken über die Frage machen. Wenn wir als Gedanken machen, und wir kommen dann zu Konklusionen, dann besteht auch eine Bereitschaft, für politisch dann so zu agieren, für dass die Korrekturen und dem System akzeptabel kann realisieren. Soweit zu dem, ich schon ein bisschen übermengt, aber nur 4 Minuten, die wir es gesagt hatten. Da gibt man den nächsten Punkt, und das für den Roy, den dann gibt ein Teil von der Verfassungsreform sein soll. Vielmals merci, Gast. Also Muni war
Verfassungsproposition geschwert, die durchschlägt in dem Titel „Brauchen wir eine neue Konstitution?" Und ich kann direkt voraussagen, wir sind nicht der Meinung, dass den unbedingt eine neue Konstitution muss haben, wenn nicht ein neuer Text, wie ihn angestrebt wird von den Majoritätsparteien, einen klaren Fortschritt bedeutet, aber doch Akien nicht abgeht. Und das mit dem an, wo man den Text analysiert, für auf die dort Konklusion zu kommen. Wir haben eine Verfassung, die Grund- und Menschenrechte beinhaltet. Wir haben ein Verfassungsgericht, was funktioniert, nicht so optimal, wie wir als DRG wünschen, mit einer gerne Diskussion. Aber wir sind der Meinung, dass man mit dem Text wie eine Loas ganz gut können leben, gibt es punktuell Verbesserungen, müsste gemerkt. Wenn man den Text proposiert, geht gucken, da sehen wir Sachen, die uns ganz viel Frieden machen. Wir sehen endlich eine Verankerung von unserer Sprache, wo sie nicht mehr aufgekanzelt wird, mit Gesetz legt fest, was für eine Sprache gebraucht wird, wo man ganz klar sagen, la langue du Luxembourg est luxembourgeois. Wir haben endlich eine Verankerung von unserem Pendel, von unserem Wurpen, und von unserer Heimisch. Alles das sind Sachen, die uns also der gut gefallen, an die wir begrüßen. Andere Sachen gefallen als Männer gut. Du hast das erste Mal die Stellenwert selber von der Monarchie. Das ist so, dass die neue Verfassung Monarchie als solches nicht vorstellt, mir gesehen aber an der Formulation von den Artikeln en germe eine spätere Aufschärfung von der Monarchie. Es geht damit dass Lützeburg auf bei alle Plätzen Luxemburg genannt wird, und nicht Grand Duché de Luxembourg. Ganz oft kommt das Wort für Chef de l'État, nämlich 83 Mal. Das Wort Grand Duc kommt nämlich nach 12 Mal für. Das ist also ganz leicht, mehr zu so, le Chef de l'État et le Président, und dann nur le Chef de l'État. Das heißt, en germe gesehen Mehrheit die dass Monarchie geschwächt wird. Und dass Monarchie soll eine große Rolle spielen. Pouvoir vom Grand Duc gehen auch mehr eingeschränkt. Wir denken, dass der Fett, wir schwätzen so viel von Nation Branding, wir gehen 100.000 aus für Etüden, wie Lützeburg kann sich an der Welt besser durchstellen. Lützeburg ist der einzige Grand Duché auf der Welt. Und allein das Alleinstellungsmerkmal, wie etwas wie das manchmal müsste viel bezahlen, wenn man nicht gratis hätte. Und der Fett hat mir Grand Duc holen. Jeder, der bei Wirtschaftsmissionen schon mal dabei war, der weiß, dass öffnet als Tieren, die sonst nicht so leicht geben, abgehen. München, Präsident von einem ganz wichtigen Land, empfängt gern den Grand Duc von Lützeburg, mit das nicht sicher, ob der Präsident von dem Zwergestaat empfängt. Ein zweiter Punkt, den es noch viel mehr leid, das ist das Gefahr für Souveränität. Am Moment sieht die Verfassung klipp klar, dass ein Traité immer nicht mehr kann temporairement Pouvoiren aufgehen und eine supranationale Entität. Immer nicht mehr temporairement. An der neuen Proposition steht, dass Lützeburg partizipiert in der Integration européenne, oder eine ganz schöne Deklaration de Prinzip. Mais da wird gesagt, l'exercice du pouvoir de l'État peut être transféré à l'Union européenne et à des institutions internationales par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Das heißt, am Klartext, 2/3 von den Deputierten können nicht temporairement, aber definitivement Souveränitätsrechte aufgehen und internationale Organismen alle für die Union européenne. Das ist etwas, was bei uns einen ganz klaren Veto erfährt. Mit dem dorten Text können wir erkennen, umstellen, da quasi, wann es geht zu einem Referendum kommen über den neuen Verfassungstext, wäre allein den dorten Punkt für uns ein, wie Sie schon sehen, Killing Point, ein Punkt, für den wir geben, zu engem Nähen zu dieser neuen Verfassung abrufen. An dieser Dokumentation sieht das alles ein bisschen mehr weit nach erklärt. Ein anderen Killing Point, ein ganz klarer Killing Point als Doofschärfe, was hier gesehen als der Proposition von der Cour konstitutionell. Es gouf mit viel mehr an den 90er Jahren ein Cour konstitutionell geschärft, ein Gericht, was kann angerufen gehen, nicht vom Bürger, nicht vom Politiker, nicht an einem abstrakten Fall, aber nicht mehr von einem Gericht an einem konkreten Fall. Das ist also eine Kontrolle a posteriori, die gemerkt wird, an immer nicht mehr an einem ganz konkreten Fall. Das geht uns bei weitem nicht
net du, mir hätte gern einen anderen wie großen Zugang zum Verfassungsgericht auch a priori, dat ist auch an de Gesetz soll gestimmt gehen, wat verfassungsfeindliche Elemente enthalen, dat sowohl de Staatsrot wie die Chamber wie eure Bierge kind Verfassungsgericht berufen. Mais bon, wat man hun as auch net schlecht. An de Beweis as da darunter engem Drittel vun de Fäll eng net Verfassungskonformität vu Gesetze festgehalle gouf vun dem Verfassungsgericht. Das Verfassungsgericht as fir Eis aus dem jetzige Paysage net mir wäch zu denken. Propositionen gesagt der lo hier, dat das Verfassungsgericht an Zukunft net mir soll geben. Das Kurs Supremium auch haut schon hun, die an Zukunft soll für den Respekt vor der Verfassung sorge me das Gu net méi die Prozedur, das Gu net méi die Organisation vom Verfassungsgericht wie man haut kennen. Und dat kann für net sinn, dass wenn man am Verfassungsgericht die Haut funktioniert zum Deel unzufrieden sie, weil das nicht weit genug geht, dass man einfach so von abgehen als das. Als, wie gesagt, auch allein der Punkt wie der Punkt zu sagen, wir stimmen den zur neuen Proposition. Ein weiterer Punkt, den er auch extrem um Herz leidet, ist der von der Referenden, wie ihr wisst. Bislang steht an der Verfassung, les électeurs pourront être appelés à se prononcer par la voie du référendum dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi. Bis haut haben wir Proposition de loi gemacht, etwa den Robbie Mehlen, die Idee aufgegeben hat, 4 Kadergesetz über Referenden zu schärfen. Leider Gottes sind wir dann immer gescheitert an die einzig Gesetze, die bislang aufgestimmt gesehen wären, da ganz punktuell. Das wäre das Referendum, das gefragt ging von unserer Seite über die Finanzierung vom Tram, das wäre das Referendum, das gefragt ging von unserer Seite zum Mariage homosexuell. Laut der einzige Projekt, wo wir gescheitert sind an einer Majorität an der Chambre. Was wir gerne hätten, ist, dass definitiv das Referendum verankert wird, und zwar nicht nur ein Referendum, das von einem Gesetz kann en place gesetzt gehen, aber dass ein Referendum de droit ist, notamment auch auf Initiative populär. Wo also mit einem Minimum von 25.000 Unterschriften werden sie. Ja. Ein Volksbegehr kann gemacht gehen, wo also die Leute selber, die Bürger selber keine Initiative holen, also wir hätten ein Referendum zu diesem oder dem wichtigen Thema. Und ich meine, so eine Schrift kriegt ihr auch nicht so leicht, wie auch die Petitionssache an der Chambre gewiesen wird. Da sind ja ein paar, die über die Säule kommen sind, denen da sind einfach ganz viel in dem Säule scheitern. Und mir denken, dass die Leute sich müssten gut überlegen, also so eine Initiative wie die Doten geben. Für uns ist es also extrem wichtig, dass Referenden verfassungsrechtlich verankert gehen, dass Referenden auf Initiative populär können aufgehalten gehen, und auch, dass sie bannend sind. Da will ich ganz klar auf den falschen Referendum zurückkommen, die wäre, wo man nicht der Meinung, wenn man das wäre ein verfassungsrechtliches Referendum, den an der Verfassung 4 gesehen als nur einem Wort an der Chambre, das wäre ja kein Referendum über ein Gesetz. Das wäre ein Referendum über eine Verfassungsänderung, und die Verfassung selber verbietet so ein Referendum. Wir bleiben der Meinung, dass das Referendum, peu importe wie in der ausgegangen ist, nicht verfassungskonform wäre. Ein anderer Punkt, den wir releviert tun, ist das Recht von der Familie. Heute steht an der Verfassung klipp und klar, überhaupt ist die Verfassung ganz gut, ganz präzise geschrieben, ganz viele Punkte. L'État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. Das soll gesagt gehen durch l'État veille aux droits de toute personne de fonder une famille et au respect de la vie familiale. Für was geht denn ein klar und präzise Definition ersetzen durch so einen Wischiwaschi-Text, dass mit toute personne am Singulier, ich meine, eine Person als keine Familie, das hat mir nicht verstehen. Das soll auch wegfallen, le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale. Ich meine, die Definition wäre an der Verfassung, als an der aktuellen Verfassung. Für es mehr präzise zu sagen, aus einem Grund. Es geht einfach darum, für Partikularismen an Mariage von Religionsgemeinschaften, die aber nicht dem zivilen Mariage entsprechen, nicht unzuerkennen.
Et gëtt nëmmen e Mariage am Land an dat ass de Mariage zivil. Van een etwas Ernstes nach will no mechen, dat das freigestaltt an egal wat fänger Kirche an egal wat fäng Ritus. Mir kann jo net sinn, dat een renge rituelle Mariage gif mé unerkannt gin als Mariage civil. Dafür sind auch geint die Aufschärfung von dem dote Passus. Nun ist dann auch nach méi lang am Deiereschutz befasst, wo da ist besonders opgestoß ist, dat nach immer sowohl an der Verfassung wie wo am Code Zivil der als sehr behandelt wird. Und da hat man schon eng Pressekonferenz, wo man mit Proposition de loi firstalt huet, wo man einen Artikel an de Code Zivil afeieren, wo man so en Déier as keng sech, dat een être vivant doué de sensibilité, dem se Dignitéit muss respektéiert gin. Etwas Analoges wollen wir auch an Verfassung setzen. Und dafür machen wir auch eine Proposition de Reform von der Konstitution für den Fall, wo ein neuer globalen Text wir hätten wir gerne, dass den Text integriert wird. Für den Fall, wo es nicht zu einem integralen neuen Text kommt, hätten wir gerne, dass diesen Artikel dabei kommt. Und zwar ist das Artikel 11 bis. Die Amendement im zweiten Satz sagt, l'État reconnaît aux animaux le statut d'être vivant, doué de sensibilité et veille à protéger leur dignité et leur bien-être, das den Text est mieux proposé. À un moment, c'est un texte, l'État promeut la protection et le bien-être des animaux. Promouvoir, das ist eine déclaration d'intention, das ist keine Rechtsnorm, das ist eine déclaration de principe. Protection, ja, Protection, wat Teech wat immer soll sinn, a bien-être as auch eng relativ vag Formulation. Wir haben dat Eisen Text, also l'État reconnaît, das eng positiv aus so, aux animaux le statut d'être vivant doué de sensibilité, dat is eng Definition, die können schon Alex aus dem Traité d'Amsterdam. Voilà. Et veille à protéger leur dignité et leur bien-être. Den Term von Dignität, am Deierenschutz als ein ganz, ganz wichtig Konzept, weil man so der Mensch auch von ein Deier ein Objet de Commerce ist, kann kauft oder verkauft und échangiert gehen, darf nicht einem Deier ohne Ursache den Tod bringen oder Peng zufügen. Eine gute Ursache ist natürlich, wenn ich das Deier verlesen, das ist ganz evident. Aber wir müssen unerkennen, dass Deieren Gefehler hun, dat ze Angst hun, dat ze Traurigkeit können empfangen, wann hier mechte net do ist. Und dafür fanden wir, dass der Respekt und Dignität vom Deier sollten verfassungsrechtlichen Rang kriegen. Voilà. Das waren nur die wichtigsten Punkte, und waren andere, die wir auch gesperrt haben, zu dem neuen Verfassungstext. Also nach einer Konklusion brauchen wir eine neue Verfassung, nein, nicht unbedingt, aber ganz bestimmt nicht, und egal was für eine Kondition. Voilà. Dann den Fernand Carteiser. Schon die Aufgabe paar Minuten gut zu machen mengen. Ich weiß nicht, ob das mal gelingt. Ich schon Idee, dass man schon eine Pressekonferenz über den Thema hatte für 14 Tage, und ich kann mich darüber beziehen, weil das meist, was man gesagt hat, dann ist selbstverständlich nochmal gültig. Es geht eigentlich just darum, ein bisschen zu aktualisieren, weil ja heute an diesem Dossier bei all der neue Entwicklungen sind, und die werden uns auch noch eine ganze Zeit begleiten. Wir hören, dass der Premierminister am 13. Oktober eine Erklärung an der Chambre zu der Thematik vom Asyl wird machen. Das freut uns, weil mir bis jetzt das Gefühl, dass die Regierung konzeptlos ist, für Probleme zu der Migrationsproblematik zu finden, wie wir sie am Blick erleben. Ich bin also gespannt, ob das, was der Premierminister sieht. Wir sind umso mehr gespannt, wie das letzte am Blick die Präsidenz vom Conseil von der Europäischen Union hat, an eine ganze Reihe Implikationen asylrechtlicher Natur von europäischen Decisionen aufhängen. Das spiegelt sich auch an seiner nationalen Legislation herum. Wenn das Gesetz von 2006 guckt, dann steht zum Beispiel, dass das Regime de Protection temporaire ging déclenchiert gegen eine Decision vom Conseil, die aber am Blick von Lützburg präsidiert wird. Es gibt also eine Reihe legal Interaktionen, und wir hätten gerne die Regierung als dann am 13. Oktober mal hier ein Konzept präsentiert, wie sie mit der Asylproblematik oder mit Migrationsproblematik allgemein will umgehen. Wir stellen noch fest,
doch die Konseien die Lützeburg präsidiert huet vun der Asselbon präsidiert huet eng Zäsur an der Geschicht vun der Europäischer Union durchstelle Mä 1965 66 de Kompromis de Luxembourg, wie die Leute sich für die Geschichte vun der Union interessieren, demos as eigentlich festgehalten gin, dat der vitalen Interesse ke Land kann iwwerstimmt gin. Haut 50 Jo donno an der ennger Lützeburger Präsidentz hummer eng neue Situation kree per de Luxembourg, nämlich dadurch vitalen Interessen Staaten überstimmt gehen und wir können haut noch nicht aufschätzen zu wegen Entwicklungen an der Europäischen Union dat feiert. An dann immer den dritten Akte op Regierungsniveau Madame Kahn, ich komme Herr Nosin nach sie zurück, sie möchte eine Gestion von der Krise an dem Thema näher will man auch noch ein bisschen Auge wie dat gemerkt. Für uns also mal wichtig als ADR an der erblicklicher Situation, wie man so haut kennen, dat man ger klar Informationen von der Regierung hätten über Zöl von denen Leute die kommen an der wegem Statut an die Zöle sollen Woche für Woche op den Tisch gelöscht gehen. Wir hun am Blick keinen Überblick über die aktuell zu Statut zu hun, wat die Origine sehen, wat die Situationen sehen an allen anderen Ländern als dat ernst du gött probiert den allgemeinen Überblick zu gehen, weil das so ein wichtiges Element von der Situation erfassen, diskutieren, verstehen, begleden. Wir brauchen einfach eng objektiv Information, die fehlt als mir hun die Elemente nicht. Am Blick kennt man immer Heichrechnungen, dat as etwas wat meistens falsch aus an die zu enormen Zölegänge feieren. Aber mal heieren wie verschiedene Leute op die Medien gesucht der 20 bis 30 Leid Menschen, die schutzsichen den Dachgänge kommen, dann hast der Bio gerechnet zwischen 7.200 und 10.800 ohne Idee matzebrüstischen die Quoteverdelungen an der Europäischen Union nach zusätzlich Dagänge kommen. Ich weiß nicht, ob die Zölen irgendeine realistische Charakter haben. Ich will just so nicht das wichtig, dass wir endlich von der Regierung Zölle kreieren für alle Spekulationen über das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, über die Ampleur von der Situation, mit der wir konfrontiert sind, zu evitieren, dann können eine rationale und verantwortungsvolle Diskussion zu ermöglichen. Wir müssen noch gesehen, dass immer menschlich administrativer materiell eine begrenzten Aufnahmekapazitäten hun, egal welche Reis meist will weisen. Und dafür ist doch ganz wichtig, dass wir den Überblick über die Situation kreieren. Wir sind als ADR ganz klar, da wo wir nach immer wären, an da wo auch bis vor kurzem alle Parteien oder Ball alles, ich will nicht unbedingt für sie alle durchschwätzen, wo man bei alle go wären, nämlich eng Immigration choisi zu Lützeburg zu hunn, a kein Immigration subi. Dat wurde Diskussion an der Chamber nach praktisch unanim für engem Jahr, 2 Jahre. Aber wir bekennen als nochmals ADR zu der Immigration choisi an nicht zu der Immigration subi. Das ist aber das, was man mal Blick hun, so schenkt der verschiedene Fall ausgesehen. Aber wir wissen nicht, wie die langfristige Entwicklung, was das für Konsequenzen auf die Kohärenz an der Gesellschaftsstruktur hat. Und wir brauchen aber auch da eine Diskussion für die Akzeptanz, auch bei den Leuten können zu garantieren, von dem, was wir erleben oder eine Akzeptanz herzustellen für eine Situation, die man sich vielleicht besser als vorstellen. Wir kriegen eine ganz kurzfristige Veränderung am Blick von der soziologischen Struktur von unserer Gesellschaft an einem ganz Reihe von Bereichen, ohne dass man gesehen, dass Politik hier Aufgabe von einem Steuerungsinstrument erfüllen. Wir haben eine Population von Origine, wie man sie bis global nicht am Land hat, notamment d'origine Arab. Wir haben religionssoziologisch eine ganz große Entwicklung in kurzer Zeit. Auch das muss ich bedenken. Es soll doch eine Regierung interessieren, die sich speziell für Religionsproblematiken zu interessieren schenkt. Wir hatten echt Spannungsevenemente, auch die als rapportiert gesehen sind, das sind nur vielleicht am Blick Einzelfälle. Wir hatten zum Beispiel den Fall von Älteren, die Kanner nicht wollten, gemischte Klassen erschulen. Auch das sind Erscheinungen, mit denen man vielleicht mit so konfrontiert gehen. Und das ist auch interessant, dass die Parteien, die sich besonders immigrationsfreundlich gehen, auch die sind, die gleichzeitig das Statut von der Frau wollen verteidigen, und da kann aber ganz leicht eine gewisse Kontradiktion in Zukunft kommen. Also für uns als ADR als klar, die Integration geschieht auf der Basis von unseren Werten, von unserer Gesellschaft, und das ist auch ein Teil Gleichheit, Gleichrechte von Mann und Frau. Ich will just ein paar vielleicht Kurzpunkte ausschneiden, für ich nicht so lange haben wir an der Introduktion abzuhalten, für Fragen, die man selbstverständlich zur Verfügung nicht von den sicheren Drittstaaten.
Dat ass eng sagt Di nationaler Kompetenz och van an Europa lo probéiert get ze harmoniseieren, die secher Drittstaate sinn nach eng national Kompetenz. Zu Lützeburg sinn all EU-Kandidateländer op der Lëcht, dat als lächten Informationsstand ausser der Türkei. Natürlich sind wir auch der Meinung, der Türkei als Kandidat für die Europäische Union auch muss auf die Liste kommen. Und ich meine, dass auch die Kommission gesagt hat, also die Europäische Kommission. Der Judiciaire für Demandeur d'Asyl oder Demandeur de Protection international, der so sicheren Drittstaaten kommen, von denen wir also unholen als Lützeburg, dass sie nicht verfolgt gehen, die wollen wir aufschärfen. Es gibt eng Assistent judiciaire für Leute, die nicht aus sichere Staaten kommen, aber da, wo wir als Staat eng stark Präsumption haben, dass die Leute nicht verfolgt gehen, da wollen wir die auch dann aufschaffen, aber wir wollen Prozeduren weiter verkehrt sein. Es gibt Länder in Europa, wo wir Modelle haben, die wir wollen studieren und gucken, was wir davon können zurückhalten. Das sind zum Beispiel Holland, Schweiz, Dänemark, wo wir können gucken, alles demokratische Rechtsstaaten, wie wir als Prozeduren eventuell können miséier gestalten. Ein Deel davon auch ist, dass wir eine weitere Chambre im Tribunal administrativ frohen, für ohne dass dadurch die Prozedurenkonto Fonds verlängert, gehen wir einfach für mehr Leute zu haben, für die Demanden zu behandeln, die lo 4 leihen, und auch dadurch Prozeduren können für die Interessiert mit kurz zu machen. Integrationsspruch ist für uns selbstverständlich Lützeburgisch und nicht Französisch. Für die Leute, die effektiv dann mir lang eng Perspektiv in unserer Gesellschaft zu leben, du hast für uns mit eng Integrationsspruch möglich, an der das Lützeburg von Indonesieren nach Französisch oder Pisanisch lehren, da kann ich das selbstverständlich unterstützen, aber das nicht als Priorität. Wir sind noch der Meinung, dass es bei Sachleistungen soll bleiben und nicht bei Geldleistungen am Prinzip. Und zwar aus 2 Gründen, also die Prestation Natur und nicht Prestation Espèce. Die Regierung schenkt will loben andere Wege zu gehen, aber noch keine offiziellen Kommunikationen zu dem Zweck kriegt, mir just Presskonferenzen gehabt. Wir erfahren, dass am Vergleich zu anderen europäischen Ländern den Affairs-Spirateur für Lützeburg noch viel mehr groß geht, dadurch, weil selbstverständlich die einzelnen Leute, die kommen, die können das nicht so vergleichen, mit Passeuren und anderen, die haben genau am Blick, wo auf welchem Land wegen finanzielle Avantagen eventuell auch für sie möglich sind. Wir wollen kein Affairs-Spirateur für Lützeburg mehr geben, wenn es geht, eine Harmonisierung auch ohne nationale Kompetenzen anzugreifen oder eine Koordinierung auf europäischem Niveau, wo so Prestationen mit Präferenz als klar bei Sachleistungen und nicht bei Geldleistungen. Auch muss darauf Acht gehen, dass bei all denen Prestationen, die am Blick am Gespräch sind, keine Diskrepanz entsteht zwischen dem, was den Demandeur de Protection international kann kriegen an einem Resident hier am Land. Weil das kann auch zu einer Spannung führen, die wir ganz sicher nicht wollen. Das muss ganz klar sein am Sinn von der Akzeptanz von denen Initiativen, die geholgen für Demandeur de Protection international, dass es keine Befehl oder Benodeligung par rapport zu dem einen oder anderen kann kommen. Das gilt auch für den RMG an d'Applikation, wo verschiedene Dispositionen oder Konsiderationen, wer de Menagers oder wer Keners und so weiter. Du gëtt am Blick Spekulationen, dat du könnten Entwicklungen entstohlen, die dat erfrostellen. De Prinzip von der Gleichbehandlung ist aber du wichtig. Der letzte Kommentar an dieser Introduktion, die wat Madame Kahn hier erbecht, sie hat Radio an der Emission Riech de Reus 100,7 letzte Samstag eine Deklaration gemacht, wo sie gesagt wird, für sie kümmert sich nicht eine Prozedur, wo man sieht, dass das richtig, dass das nicht die Aufgabe, dass das eine Sache vom Immigrationsministerium, das ist eine Aufgabe von unserer Justiz, für da Prozeduren und Decisionen zu holen, administrativ wie auch jurisdiktionell. Madame Kahn kümmert sich den Accueil, den Erbringung und so weiter von den Leuten, die Integration, das an ihrem Aufgabebereich. Sie hat aber die Aussage gemacht, dass sie ein Vertrauensverhältnis zu den Leuten will aufbauen, das auch an der Reihe fand man ganz schön richtig. Wir haben gerade von dem Vertrauensverhältnis, wenn sie da Sachen gewohnt gehen, sie hier Mitarbeiter, die vielleicht darauf hinweisen, dass die Leute falsche Deklarationen gemacht haben, was die Origine angeht, oder so, dass sie das dann nicht führen geht, mit für sich behält. Das geht nicht. Madame Kahn als Minister von einer Regierung, die auf rechtsstaatliche Prinzipien existiert, wird Gesetze zu exekutieren,
sie kann net higoen an Element der Informationen für dem Immigrationsminister oder der Justiz verstoppen, die hier oder ihre Maderbestand Kader von ihren Aufgaben zukommen. Dat as op jeden Fall an einem Rechtsstaat net akzeptabel. Sie hue die aus so öffentlich gemerk werden am Weben enger Question parlamentär darüber zurückkommen. Den Asylmissbrauch kann net vu staatlichen Instanzen auch nach gedeckt oder dann dadurch indirekt gefördert gehen.